Es war einmal in einem fernen Land im Osten, wo 3 weise Männer gelebt haben. Die Männer sind jede Nacht tief in den Sternenhimmel versunken und haben die Bewegungen der Sterne und der Planeten studiert. Eines klaren Nachts erscheint am Himmel ein außergewöhnlicher heller Stern, wo ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht und sich nicht mehr loslässt. Nach sorgfältigen Beobachtungen und Analysen und Nachforschungen kommen die Weisen zum Schluss, dass der Stern ein Zeichen muss sein, dass ein neuer König geboren wird. In ihrem Herzen fühlen sie sich drängt, dem Stern nachzufolgen, nach Westen zu ziehen und den neu geborenen König zu suchen und zu ehren. Sie machen Vorkehrungen, sie packen ihre Kamele, sie sammeln kostbare Geschenke und machen sich auf den Weg. Ihre Reise führt sie durch Wüsten und Steppen, über hohe Berge, durch Flüsse und hunderte Dörfer. Schließlich erreichen sie das prächtige Jerusalem, die Hauptstadt von Judäa. Sie erkundigen sich nach dem Ort von dem neuen König. Der Herodes, misstrauisch und bedroht von dieser Nachricht, versammelt alle seine Gelehrten von seinem Reich, um den prophezeiten Ort zu finden. Bethlehem. Bethlehem, Bethlehem muss es sein. Die Weisen verlassen Jerusalem und folgen erneut dem leuchtenden Stern, wo sie schließlich zum bescheidenen Stall in Bethlehem führt. Dort finden sie das neugeborene Kind, umgeben von Maria und Josef, der Hirte, ein paar Schafe, und sind erfüllt voller Freude. Die 3 Weisen fallen auf die Knie, präsentieren dem kleinen König ihre kostbaren Gaben, beten ihn an. Und so endet die Reise der heiligen 3 Könige, die in die Geschichte eingehen als die Weisen aus dem Osten, die am Stern gefolgt sind. Ich denke, die meisten haben die Geschichte schon mal gehört, schon mal im Krippenspiel gesehen oder wenigstens am 6. Januar, am 3 Königstag, so ein Brötchen abgebrochen und gehofft, beim Reinbeissen auf den König zu beißen, dass sie selber der König für einen Tag sein, im Büro oder daheim mit der Krone rumlaufen. Die 3 Weisen oder heiligen König, sie sind ziemlich präsent in der Weihnachtsgeschichte. Wenn du am Krippenspiel einer von den 3 Weisen hast können sein, hast du nicht ganz den Jackpot gewonnen, weil nicht Maria und Josef oder vielleicht das Weihnachtskindli hast können sein, aber du bist sicher besser da gestanden, als einfach ein Hirte oder im schlimmsten Fall ein Schaf müssen spielen. Eine schöne Geschichte, oder? Einfach eine schöne Geschichte und man kennt sie. Doch was macht die Geschichte aus? Ich bin einmal verschrocken, als ich die Geschichte gelesen habe. By the way, sie wird in der Bibel nur mit wenigen Versen zitiert. Nämlich weiss man gar nicht, wie viele das es sind. Wir kennen ihre Namen auch nicht, so wie wir eigentlich wissen, wie sie heissen. Sie ist in den Jahren mit vielen Details angereichert worden. Vielleicht ist es so gewesen, vielleicht auch nicht. Wir wissen jedoch, dass die Weisen aus dem Osten gekommen sind, und zwar mit einer Erwartung. Eine Erwartung, dass sie den neuen König werden sehen. Den König der Juden, und sie haben Geschenke dabei gehabt. Sie sind aus dem Osten gekommen. Man nimmt an, so wie sie beschrieben sind, dass sie aus dem Zweistromland gekommen sind. Also aus dem heutigen Irak. Mit diesen Möglichkeiten, die man dort mal hatte, können wir annehmen, dass sie mehrere Wochen unterwegs waren. Das war also nichts mit zur Bushaltestelle laufen und im SBB-App überswipen oder den Boardingpass abladen und möglichst knapp noch ins Gates rennen, um einen Flüger zu verwutschen. Sie machen sich bereit und folgen dem Stern, doch sie gehen nicht direkt nach Bethlehem, sondern stoppen in Jerusalem. Doch oh Schreck, oh Graus, niemand weiss etwas vom neuen König. Wie wir gehört haben in der Geschichte, lässt Herodes Nachforschungen machen und entlässt sie mit dem Ziel Bethlehem.
Doch er sagt ihnen, ihr müsst den Retter kommen und mir Bericht erstatten. So zieht sie weiter am Stern Richtung Bethlehem, wo sie das Jesuskindli findet. Und es heisst, ihre Freude hat keine Grenzen kennt. Faszination, Weihnachtsgeschichte. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Und ich gehört habe, dass ich über diese Geschichte predigen darf, denn der allererste Gedanke, muss ich euch ehrlich sein, schon gefühlt die 100-mal gehört. Oder? Und ich überlege mir dann so, ja, findet ihr das lässig? Ja, es gehört ein bisschen dazu, es ist Advent. Aber ganz ehrlich, man hört es, man sieht es. Doch als ich die Geschichte mehrmals gelesen habe, hat die mich total angefangen zu faszinieren. Wie in aller Welt unternimmt man eine sehr lange Reise an einen Ort an, wo man als Sterndeuter und eigentlich Zauberer nicht nur nicht so geachtet ist, sondern eigentlich verpönt ist. Also auch eine Gefahr herrscht. Man geht einen König suchen, der einem eine Sternenkonstellation vorausgesagt hat. Und man nimmt Schätze mit und hofft, dass man diesen Stern an den richtigen Ort kommt und zu der richtigen Zeit dort ist. Weil wenn du einfach am falschen Ort, zu der falschen Zeit am falschen Ort ist alles umsonst. Als ich die Geschichte schon gelesen habe von dem Stern und mir Gedanken gemacht hat es mich angefangen zu faszinieren, dass ein Gott den Stern auflässt oder respektive Menschen, die nicht einmal an ihn glauben, einen Wunsch in ihr Herz hineinlegt, um eine weite Reise zu machen, wegen dem. Und ich habe mich gefragt, sehe ich den Stern, sehe ich den Gott in meinem Leben? Und ich will das euch fragen, hast du Erwartungen an den Gott? Hast du Erwartungen, was er mit dir, was er am Machen ist? Das ist eine kurze Zusammenfassung von der letzten Predigt mit der anderen Geschichte. Wenn ihr die noch nicht gelesen habt, will ich euch ermutigen, hört die Predigt vom Reto Lucina. Die Predigt heute heisst, erstens kommt es anders und zweitens als erwartet. Mir das erlaubt, die Redewendung, die wir haben, ein bisschen anzupassen. Advent, erwartet und erwarten. Ich habe mal gelesen oder gehört, ich weiss nicht mehr wo, also muss mir niemand das Mail schreiben und fragen, woher dass ich das habe. Aber ich habe mal gelesen oder gehört, dass nur ca. 20% von unseren Plänen, von unseren Träumen, von unseren Erwartungen im Leben eintreffen. Das heisst, dass 80% von dem, was wir uns erträumen, erwarten und erhoffen, nicht so kommt. Hey, ich weiss noch, 13, 14 ist mir das Mädchen, die junge Frau, in die Augen gestochen. Unheimlich schön, sportlich, athletisch, schlau. Und ich habe mich total in sie verliebt. Und ich habe gewusst, das wird mal meine Frau werden. Und ich habe alles unternommen. Ich, der nicht gerne schreibe, der nicht schön schreibe, habe Liebesbrief geschrieben, oder? Ich habe sie abgeholt und heim begleitet. Und ich meine, ich habe das Ultimative gemacht, oder? Was man als Jugendliche, Teenie-Junge so macht. Mir hat die klassischen Sprünge ab dem 5 Meter gemacht und sich sogar eine Hirnerschütterung eingeholt bei so einem Versuch, oder? Und sie ist am Beckenrand gehockt, völlig unbeeindruckt, hat mir die kalte Schulter gezeigt und ich bin nie mit ihr zusammengekommen. Ein schlimmer Moment in meinem Leben. Jetzt tönt das so lustig und vielleicht sagst du, hey Matt, das ist jetzt eine einfache Geschichte. Ja, die Geschichte ist vielleicht für dich und für die einen ein bisschen zu einfach. Aber kennst du so Situationen, wo Sachen nicht so eintreffen oder wo sich eine Wende nehmen, wo du dir nie gedacht hättest? Vielleicht bist du mal an deinem Hochzeit gestanden, hast deinem Ehepartner oder an dem zukünftigen Ehepartner in die Augen geschaut und die Liebe, hast das Gefühl, nichts bringt dich auseinander. Und heute hockst du da, geschieden, alleine und weisst eigentlich gar nicht, wie es so weit gekommen ist. Vielleicht haben dir von Kindern geträumt und es klappt einfach nicht. Vielleicht träumst du schon so lange von einer Beziehung und bist immer noch Single. Du hast das anders vorgestellt. Vielleicht hast du grosse Pläne gehabt, volle Fahrt im Leben. Dann wirst du krank oder du hast einen Unfall und alles kommt anders, als du gedacht hast. Vielleicht verlierst du einen lieben Mensch, wie es da in der Kirche gerade passiert ist, oder?
Du hättest es nie erwartet, so mitten aus dem Leben rausgerissen. Und das ganze Leben ist nicht mehr gleich wie voran. Vielleicht verlierst du deine Stelle, vielleicht schaffst du deine Prüfung nicht und musst dich total neu ausrichten. In unserem Leben kommt es oft anders als erwartet. Und wenn wir die Geschichte der Weisen anschauen, dann sehen wir auch so eine Situation in dieser Geschichte hinein. Sie sind tagelang unterwegs dem Stern nach, sind ihr Leben die Zeit auf das ausgerichtet. Sie laufen. Sie kommen nach Israel. Und wo findet man einen neuen König? Natürlich im Machtzentrum, natürlich im Palast. Sie hatten klare Vorstellungen, klare Erwartungen, wie das aussehen muss. Darum steuern sie auf Jerusalem zu. Und dann weiss niemand etwas davon. Das heisst, ganz Jerusalem war bestürzt. Ich stelle mir vor, wie so ein Stadttor von Jerusalem kommt und der Wächter fragt, und wo ist der neue König? Und der sagt, neue König, was? Ja, sollte doch ein Kind auf die Welt sein. Ein Kind auf die Welt? Ja, da kommen laufend Kinder auf die Welt. Nein, ich meine, es müsste eigentlich im Königshaus sein. Und dann sagt er, du, hat dem Herodes seine Alte das Kind bekommen? Nicht, hä? Nicht? Nein, das ist schon lange vorbei. Nein. Hat er nicht einmal eine Geliebte gehabt? Nein. Und sie fragen sich bis sie im Palast sind, beim Herodes. Und der sagt, nein. Ich kann mir vorstellen, dass das eine grosse Krise ausgelöst hat. Ich stelle mir Sachen immer so ein bisschen plastisch vor. Jetzt sind sie eben 3, oder? Sie stehen dort vor dem Herodes und der Herodes sagt Nein und ihnen schmeckt es etwas, ist da falsch. Und dann ist der eine ist immer der Kritiker. Kennen Sie das? In einer Gruppe ist immer einer der Kritiker. Der sagt, ja komm jetzt, also haben wir den Stern wirklich gesehen? Und die anderen, Moll, ich meine, du bist jetzt die letzten 3 Nächte vorausgelaufen. Ja, ich meine, es könnte doch, ja, weißt, also ich meine, könnte doch auch eine andere Sternenkonstellation sein. Ich habe es doch immer gesagt, ich habe es doch gewusst. Und die anderen, hey, nein, komm jetzt. Sagt du, aber jetzt nochmal zurück. Doch an dem Abend, wo wir den Stern das erste Mal gesehen haben, haben wir doch das Pilzragout gemacht. Also, weißt, ich habe doch beim zweitletzten Pilz noch gesagt, das ist doch kein Pfifferling. Und die hängt mal, meinst du nicht, hin und her. Komm, wir gehen heim, ist doch langsam peinlich. Was haben wir für Erwartungen? Und wir können uns auch fragen, was haben wir für ein Gottesbild in unserem Leben, in unseren Situationen, in unseren Höhen und in unseren Tiefen. In dem Moment, wenn alles dunkel scheint, wenn man den wegweisenden Stern aus den Augen verloren hat, oder man meint, man hat ihn aus den Augen verloren, dann kommen Zweifel auf. Wir zweifeln. Wir zweifeln, gibt es einen Gott? Wenn es ihn gibt, ist er überhaupt ein guter Gott? Wo bist du, Gott, fragt man sich. Vielleicht zweifelt man an sich selber. Ja, hätte ich doch mehr geübt, hätte ich doch das gemacht, hätte ich es weggelassen. Wir fangen an unserem Glauben zu zweifeln und wir glauben unseren Zweifeln. Hey, das ist total normal. Wenn wir durch die Bibel durchgehen, sehen wir, dass grosse Frauen und grosse Männer anfangen zu zweifeln. Und Gott sagt in das hinein, im Jesaja 55, 8 und 9, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Gott steht über allem. Und da ist die Frage, vertrauen wir dem Gott? Vertrauen wir dem Gott? Ich habe es gesagt, wir fangen an, unserem Glauben zu zweifeln. Und wir glauben unseren Zweifel. Doch Gott will, dass wir unserem Glauben glauben und an unseren Zweifel zweifeln. Gewisse Situationen sehen wir im Nachhinein, wie gut dass es Gott gemeint hat. Ja, die junge Frau hat mir die kalte Schulter gezeigt und ich bin nie mit ihr zusammengekommen. Und ich bin heute mega froh. 10 Jahre, in dieser Zeit sind das elendlange Jahre gewesen, oder? Hat mir Gott meine Jessica geschenkt. Im November sind wir 17 Jahre miteinander unterwegs. Wir dürfen 14,5 Jahre miteinander geheiratet sein. Etwas, was ich extrem schätze. Im Nachhinein ein mega Geschenk. Und in das hinein kommt so ein Lied, das wir früher in der GVC gesungen haben.
Es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn, in dem Warten auf dem Herrn. Das ist ein mega lupfiges, fröhliches Lied. Und ich mag mich noch erinnern, wie ich in so Situationen, auch mit einem Unfall, wo ich mit der Schulter kann, wo alles auf der Kippe gestanden ist, ich habe das Lied gehasst, weil das Lied hätte in Moll geschrieben sein und nicht in Dur. Und ich meine, es ist mega les, das Singen. Es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn. Aber wenn du am Warten bist, dann ist das ein Scheiß. Muss auch mal gesagt sein. Das Lied hat einen Bibelvers, hat eine Bibelstelle aus dem Jesaja in sich drin. Und das heißt aber, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. In der Hoffnung für alle heißt einfach, die auf den Herrn hoffen. Aber mir gefällt das im Luther, das Harren besser. Es gibt ja verschiedene Warten, oder? Es gibt so Warten, wenn du nicht mehr schlafen am Morgen und du liegst im Bett und du bist dir ein bisschen am Sorgen machen und Gedanken trüllen. Ihnen so, oder? Das ist aber echt etwas Passives. Und dann gibt es so das aktive Warten. Das ist das, was jetzt die Kinder bekommen, oder? Wo sie immer sprügeln und sagen, der Adventskalender wird erst aufgemacht, wenn du angelegt bist und zum Morgen gegessen hast, oder? Zähneputzen geht nicht, weil sie ein Schöckchen drin haben, können sie es nicht mehr essen. Oder an der Weihnachten, oder? Wenn sie um den Baum herumstrielen und sie gehen Päckchen schon schmücken, schon fühlen, schon rütteln und so. Christbaumkugeln fallen ab, oder? Es ist so ein aktives Warten. Und Gott verspricht uns, dass wir so im aktiven Warten hinein, dass er da ist, dass er neue Kraft schenkt. Das ist manchmal schwierig in dieser Situation auszuhalten, aber es ist ein Versprechen von unserem lebendigen Gott. So hat die Sterndeuter, der Herodes lässt Nachforschungen machen und kommt auf den Entschluss, Bethlehem. Und dann heißt es ganz unspektakulär in der Bibel, derselbe Stern, den sie schon beachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Sie laufen Richtung Bethlehem. Und ich frage mich, wo war der Stern vorher gewesen? Wieso sind sie nicht dem Stern angelaufen? Wieso sind sie überhaupt auf Jerusalem? Wir wissen es nicht. Ich kann mir verschiedene Sachen vorstellen. Erstens mal, ihre Erwartungen und ihre Vorstellungen sind stärker gewesen als der leuchtende Stern. Kennst du das aus deinem Leben? Und du so klare Erwartungen und Vorstellungen hast, wie es müsste sein, und dann kommt es anders, dass du das fast nicht loslassen kannst. Dass du in deinen Erwartungen, in deinen Träumen die Güte von Gott aus den Augen verlierst. Das ist ja normal, mit dem, was wir manchmal erleben müssen. Wir können also von uns fragen, wo suchen wir Gott? Suchen wir Gott in unseren Erwartungen, in unseren Erfüllungen von unseren Wünschen? Oder darf Gott sein und es so machen, wie er es will, auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn es schwierig ist. Und wir vertrauen, dass der Stern uns führt, dass der Gott da ist. Vielleicht war auch einfach der Himmel bedeckt. Vielleicht war es auch einfach bedeckt. Unser Leben ist manchmal so, dass eine Wolke da ist und dass wir einfach laufen. Wir wissen es nicht. Doch eins wissen wir, Gott leitet und ist in Kontrolle. Manchmal muss ich mir das sagen, Gott ist in Kontrolle mit. Ihm geht nichts zwischen die Hände. Auch das ist so einfach gesagt. Da kommt es ja darauf an, was du für ein Gottesbild hast. Eine Begegnung mit Jesus. Wo die Sterndeuter Jesus gesehen haben, sehen sie nicht einfach ein Baby, nein, es steht, er, also der Stern, blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fand, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie ein König. Ihre Freude hat keine Grenzen gekannt. Das heißt doch eigentlich, sie sind fast verplatzt vor Freude. Sie sind fast verplatzt vor Freude. Sie haben den Jesus verehrt. Er hat nicht ausgesehen wie ein König. Die Umstände waren nicht königlich. Doch die Freude ist riesengroß. Wir können sagen, ihre Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Und trotzdem sind sie erfüllt worden von einer unerklärlichen Freude. Wieso?
Eine Begegnung mit Jesus verändert alles. Eine Begegnung mit Jesus im Schönen und im Schlimmen verändert alles. Eine Begegnung mit Jesus lässt stinkende Ställe zu Palästen werden. Eine Begegnung mit dem Jesus lässt Gräber zu Gärten werden. Mich nimmt ja Wunder, was die Begegnung long term, auf eine lange Sicht mit diesen 3 Weisen gemacht hat. Wir wissen es nicht, wir lesen es leider nicht. Aber ich bin mir überzeugt, das war etwas gewesen. Weil wenn ich meine Bibel lese, wenn ich meinen Erfahrungsschatz mit, was ich erlebt habe, sehe, dann verändert Jesus immer Menschen, die er begegnet. Die Frau am Brunnen war nicht die gleiche. Der Zachäus ist vom Baum abgekommen. Maria Magdalena hat ihr das Leben auf den Kopf gestellt. Der Petrus, der Bartimäus, der Matthäus, der Matt, der Timon und so viel mehr. Ihre Leben sind auf den Kopf gestellt worden mit einer Begegnung mit Jesus. Ich würde dich fragen, vertraust du Gott, dass er es gut meint? Dass er es gut werden lässt, auch wenn es anders kommt, als du dir es vorstellst? Wann hast du die letzte Begegnung mit dem Jesus gehabt, die dich verändert hat? Oder wäre es wieder dran, dich ausstrecken nach so einer Begegnung, dich auf den Weg machen, dem Jesus entgegen? Ich brauche regelmäßige Begegnungen mit dem Jesus. Mit dem Jesus als Kind, mit dem Jesus als König, mit dem Jesus als Tröster, als Lehrer, als Begleiter, als Loi, der für uns brüllt, und als Lamm, das er sich vorstellt, wo mir so kuschelig ist und so unschuldig. Jesus ist auf die Erde gekommen und er stellt sich vor als der Gott, als Immanuel, Gott mit uns. Immanuel, Gott mit uns. Was für ein Versprechen von einem Gott, dass er Mensch wird. Nicht einfach Mensch wird, sondern Immanuel, Gott mit uns. Ich bin bei dir, auch wenn alles anders kommt, wie du dir es vorgestellt hast. Gott erspart uns nicht immer das Leid und das Schwierige und den Schmerz auf der Welt, aber er verspricht in dieser Weihnachtsgeschichte, dass er Immanuel, Gott mit uns ist. Was für ein Versprechen. Mich begeistert das und das dürfen wir von ihm erwarten. Mir kommt da der Vers von Jesus in den Sinn, wo er im Johannes 16, 33 sagt, ich habe mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Immanuel, Gott mit uns. Wir dürfen immer wieder zu Gott kommen und ihn einladen, ihn bitten, unser Stern sein, unser Immanuel, an unserer Seite zu kämpfen. In diesen Situationen, wo es mega schön ist und in diesen Situationen, wo es mega schwierig wird oder schwierig ist. Hey, und es gibt Situationen hier auf der Erde, wo nicht einfach alles gut ist und nicht alles einfach gut wird. Über unser Leben aus. Leider gibt es unheilbare Krankheiten. Leider gibt es Unfälle. Und manchmal scheint es, wie dass der Tod gönnt. Doch Immanuel, Gott mit uns steht über allem. Und mit Gott gibt es eine Perspektive über das Leben aus. Wir leben heute so im Heute und Jetzt. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns die Ewigkeitsperspektive wieder vor Augen führen. Im Hebräer heißt es, diese Hoffnung ist für uns einen sicheren Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel, bis ins Allerheiligste, hinter dem Vorhang. Die Hoffnung, das Wissen, dass unsere 80, 90 Jahre, wenn es gut kommt, da an, nicht der Schlusspunkt ist, sondern dass es eine Hoffnung gibt. Lasst uns durch Schwierigkeiten durchgehen. Lasst uns Verluste auszuhalten, weil wir wissen, Immanuel, Gott mit uns, da und in der Zukunft. Wir haben einen Gott von der Präsenz. Ist das euch schon mal aufgefallen? Überall, wo Gott war, war Frieden. Es fängt am Anfang, in den ersten Vers an, der Heilige Geist ist über dem Chaos geschwebt. Vielleicht bist du im Chaos, der Heilige Geist ist bei dir. Und ganz am Schluss der Bibel ist wieder die Präsenz von dem mächtigen Gott, der am Regieren ist.
Und immer, wo die Präsenz ist, werden die Menschen verändert. Und wir haben das Versprechen da und in der zukünftigen Welt. Die Geschichte der Heiligen Drei Könige scheint uns zuzurufen, dass wir dem Gott vertrauen, dass wir ab und zu warten müssen, dass wir oftmals unsere Erwartungen, unsere Träume ihm anheben können. Und dass wir manchmal von ihm eine neue Perspektive brauchen und überkommen. Ich will euch ein paar Fragen stellen als Abschluss. Wie stehst du heute da? Läuft alles super? Du bist zufrieden? Hey, super. Cool bist du da. Ich will dich herausfordern, den Gott anzubeten, genau für die Situation, wo du drin stehst. Dich aber auch fragen, wo kannst du den Frieden noch mal mehr weitergeben? Wo hat dir Gott vielleicht Ressourcen, emotional, aber auch finanziell gegeben? Und er wird dich brauchen, dass du die Liebe von Gott, dass Gott mit uns kannst reflektieren kannst. Dass andere Menschen das sehen, dass sie da hineinkommen. Vielleicht hast du heute gar keine mehr Erwartungen an Gott. Vielleicht siehst du den Stern nicht mehr, wie auch immer. Ich will dich herausfordern, lass dir von Gott nochmal einen neuen Traum geben, einen neuen Stern. Wende dich dem Immanuel zu, lass dir eine neue Perspektive aufzeigen. Und als letztes, vielleicht kennst du den Gott gar nicht, vielleicht bist du heute das erste Mal da und du hast das erste Mal etwas gespürt, in dir hinein, das erste Mal so ein Licht gesehen. Dann lauf dem Stern an, lauf auf den Gott zu, lade ihn ein und sag, ich brauche dich in meinem Leben, ich brauche dich in meinem Herz. Für alle glaube ich, dass wir nicht gemacht sind, zum alleine zu kämpfen. Wir sind nicht gemacht, um unsere eigenen Rat zu holen bei einem Herodes oder ihren Neumet. Wir sind geschaffen in die Gegenwart von dem Gott. Wir sind geschaffen in die Beziehung mit Gott. Wir sind geschaffen in das Immanuel, Gott mit dir und mit mir. Gott möchte dir, Gott möchte mir, Gott möchte uns nah sein. Er wird uns leiten und mit uns durch dick und dünn gehen. Und das ist der Grund, wieso wir Kirche sind. Wieso wir Gottesdienst feiern. Wieso wir zusammenkommen. Weil wir nämlich auch nicht geschaffen sind, um gewisse Sachen alleine zu tragen. Wir wollen eine Church sein, wir wollen ein Gottesdienst sein, wir wollen eine Group sein, die miteinander feiert. Wenn es zu lachen gibt, wir wollen miteinander lachen. Und wir wollen miteinander brüllen, wir wollen miteinander tragen, wenn es etwas Trauriges gibt in unserem Leben. Wir sind nicht geschaffen zum alleine. Manchmal brauchen wir jemanden, der uns sagt, hey, Immanuel, Gott mit dir. So will ich euch in die Weihnachtszeit, in den 2. Advent rauslassen. Mit dieser Message, Immanuel, Gott mit uns. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns kennt. Ich danke dir, dass du nur ein näher Gott bist. Ein Gott, der will, dass wir nicht allein kämpfen müssen. Ich danke dir für unsere Träume, Erwartungen, die wir haben. Ich danke dir, dass du Elend gut meinst. Ich danke dir, dass du auch da bist, wo wir dich nicht sehen. Und ich bitte dich für die Situationen, wo wir drinnen stehen, wo es auswegslos scheint. Ich bitte dich, dass du als näher Gott dich vorstellst, dass du uns in Seite kommst, dass du uns als Kirche brauchst, um dich zu reflektieren in dieser Weihnachtszeit. Ich bitte dich, dass du in dieser Worship-Zeit uns enorm näher bist. So wie es jeder Einzelne braucht. Amen.